Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir, Sam Jimmy Show. Ja, nach dem letzten Video, wo ich mich ja in eine eigen kreierte Welt habe teleportiert, geht es jetzt weiter mit dem nächsten Video. Wenn ihr bis jetzt Freude habt an meinen Videos, dann bitte abonniert doch meinen Kanal, bitte aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst und wir gehen ins Video rein. Ja, heute haben wir den 26. Februar 2022. Nicht gerade so einen schönen Tag in Europa, aber ich habe gedacht, ich wollte mit einem Video halt gleich mehr ablenken und auch vielleicht euch ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Ihr habt es vielleicht schon bereits im Titel gesehen, ich versuche meinen Instagram-Account zu retten. Wie ist das überhaupt möglich oder warum sollte man seinen Instagram-Account retten? Ich wollte ganz nicht sagen etwas anderes, aber retten. Wir wollten ihn retten. Zum ein bisschen ausholen. Ich habe mich vor kurzem mal bei einer Agentur für Mikroinfluencer angemeldet. Dort habe ich jeden Punkt erfüllt und habe dann aber als Feedback bekommen: Hey Sam, deine meine Reichweite, auf jeden Fall meine Engagement Rate, jetzt wäre es gegangen, auf jeden Fall, die sieht nicht top aus, wie sie bei mir eigentlich sollte aussehen. Warum? Ich habe über 4300 Followerinnen und Follower gehabt. Hier seht es. Und auf meinen Bildern, wenn ich ein Bild oder ein Video habe hochgeladen, sind hier von der Interaktion her meistens knapp 30, 40, wenn überhaupt, Likes kommen oder eben 1, 2 Kommentare. Und das ist gar kein gutes Zeichen. Das ist meistens darauf zu schließen, dass du eben je nachdem auch sogenannte Ghost Follower hast. Ghost Follower sind in dem Sinn auch sogenannte tote Profile, also Profile, die nicht mit dir interagieren. Sehr oft gibt es natürlich auch sogenannte Bots. Man sieht es zum Beispiel bei sehr grossen Profilen, also bei Promis oder bei Influencern, dass ab und zu sexuelle Kommentare in den Kommentaren stehen. Und das sind eben sogenannte Bots, die dich einfach auf eine falsche Seite bringen wollen, für das sie je nachdem auch zuletzt dir etwas verkaufen oder sogar deine Daten klauen. Bei mir ist es jedoch der Fall, dass ich genau plus minus weiss, warum dass ich Ghost Follower habe, beziehungsweise eben auch meine Engagement Rate, jetzt habe ich es können, so leidet. Und zwar habe ich vor x Jahren mal eine App gefunden, wo es heisst, ja, tu deine Follower aufstocken, indem du Follower kaufst. Zu diesem Zeitpunkt hat jedoch aber dann niemand davon geredet von sogenannten Bots. Also niemand hat gesagt, dass wenn du die Follower halt wirklich kaufst, dass sie nie mit deinem Profil interagieren. Ich habe dann etwa für 2-3 Stutz so um die 500 bis 1000 Follower gekauft, einfach mal zum Schauen, geht das überhaupt? Was musste ich dort überhaupt machen, für das zu bekommen? Ich musste meine eigenen Login-Daten eingeben. Und jeder, der sich bei Instagram auskennt, weiss, gib deine Login-Daten nie bei einer anderen App ein. Oder bei einem anderen Programm, weder wirklich bei Instagram selber. Weil du könntest gesperrt werden. Habe ich also dann gemacht und habe gesagt, oh, ja, es geht tatsächlich. Das ist Punkt Nummer 1, von wo das eben dann tote Profile sind. Nummer 2 ist dann zumal ein Video gesehen, das habe ich im 2018, 19 mal hochgeladen. Dann sind die Reels aufgekommen, also wie dann bei TikTok hat es dann auch plötzlich Reels gegeben, oder ich glaube 2020 ist das gesehen. Und dann habe ich ein TikTok auch auf Instagram als Reel hochgeladen. Und das hat über 1 Million Views bekommen innerhalb von kürzester Zeit. Ich habe aber dann schnell mal gesehen, dass innerhalb von kürzester Zeit sehr viele Kommentare aus den arabischen Ländern stammen. Und dann habe ich gemerkt, ups, jetzt wird mein Video sehr wahrscheinlich dort angezeigt. Und klar ist es so, dass natürlich dann auch solche wir haben angefangen followen, also wir haben angefangen folgen, die aber heutzutage meinen Content gar nicht verstehen. Klar, meine Caption unten dran ist immer auf Hochdeutsch.
Mal, sie ist immer auf Hochdeutsch. Aber auch das verstehe ich nicht. Und ich meine, immer den Übersetzungsknopf drücken. Ja, und deswegen haben die natürlich gar nicht mit meinen Posts interagiert. Nummer 3, und das ist das Schlimmste, und ich werde hier keine Tipps geben dazu, aber ich habe es auch mal ausprobiert. Ich habe plötzlich gehört, dass man Follower organisch wachsen soll. Klar werden heute Follower mehr wie als eine Währung oder als Luxus angeschaut. Das heisst, jemand, der mehr Follower hat, den schaut man halt mehr an. Wenn jemand, der wenig Follower hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich tue ja Filme aufnehmen, ich fotografieren. Und wenn ich natürlich ein Konto sehe, das genau diesen Content bietet, wie ich ihn bringe, dann interessiert mich der. Mir ist es nicht egal, wie viele Follower das er hat. Ausser natürlich, dass ich wirklich merke, okay, da ist alles gemuckt, also alles geklaut. Das ist nicht wirklich von diesem Profil allein. Stichwort so Promote-Webseiten, wo immer wieder da Fotos promoten von Jensten und Hunden zum Beispiel, eben, hat es ja mal bei mir auch eine Sache gegeben. Und eben genau deswegen habe ich mal geschaut, wie kann ich wirklich organisch meine Followeranzahl wachsen. Dann habe ich auf YouTube mal geschaut und im Internet ein bisschen gegoogelt und bin dann auf ein Programm gestoßen, wo Creator hat gebracht, wo er hat gesagt, sehr viele Influencer brauchen das leider, das Programm. Was hat das Programm können? Es hat mehrere Sachen können. Erstens, ich kann zum Beispiel sagen, Luca Henny. Programm kann jetzt jedem Follower und jeder Followerin vom Luca Henny folgen, aber entfolgt in 7 Tagen wieder diesem Profil. Was hat es mir persönlich gebracht? Es hätte natürlich können sein, dass mir die Profile zurückgefolgt sind, entweder wegen Follow von Follow, also du folgst jemandem und der folgt dir zurück, eben Follow von Follow, oder weil ihn halt mit Content richtig hat interessiert. Jedoch aber habe ich ihm ja wieder entfolgt, diesem Profil. Was war die Auswirkung? Meine Anzahl an Profilen, die nicht gefolgt ist wieder runtergegangen, aber die Anzahl der Follower ist je nachdem geblieben, weil der oder die nicht hat gesehen, dass ich wieder nicht gefolgt bin. Punkt Nummer 2, wo das Programm hat können. Das Programm hat selber Kommentare schreiben anhand der Hashtags, die gebraucht wurden. Hat man zum Beispiel jetzt ein Bild gehabt oder einen Post auf Instagram, sagen wir zum Beispiel mit neuen Schuhen von Nikes, der hat mein Profil unten dran geschrieben, hey, sieht super aus oder was auch immer. Das ist nur ein Beispiel. Zum Glück habe ich das nie gebraucht. Mal einmal habe ich es gebraucht, aber eben dort ist mir nicht etwas bewusst worden und dann habe ich es gerade abgebrochen. Zum Glück. Jetzt nehmen wir mal an. Und übrigens, auch dort habe ich mit meinen eigenen Login-Daten anmelden. Also dort habe ich sozusagen meine Daten von Instagram von einem Programm weitergegeben. Frei zur Verfügung. Was hätte jetzt passieren können? Sagen wir jetzt eben, du nimmst Nike, Hashtag Nike oder Hashtag Zalando oder was auch immer. Du schreibst als Kommentar, hey, sieht mega toll aus, bitte mehr davon. Oder hey, steht der mega, bitte mehr davon. Jetzt nehmen wir die Situation mal mit einem Gil oder mit einem Mädchen, das minderjährig ist. Lade genau solches Foto genau mit dem Hashtag und dieses Profil schreibt unten dran, hey, es sieht super aus, bitte mehr davon. Viel Spass mit der Anzeige. Ich glaube, die flattert schnell mal rein. Oder es sieht einfach ganz und gar peinlich aus, wenn du so etwas bietest. Meine Meinung. Ganz meine Meinung. Klar, ich habe bei mir Minderjährige drin, das ist mir bewusst, wo mir folgen. Und wenn sie halt mit mir interagieren, auch auf TikTok, dann tue ich zurückkommentieren. Aber ich habe bei TikTok ganz klar gesagt, ich würde jetzt nie jemandem Minderjährigen folgen und dort die ganze Zeit den Content liken oder kommentieren, wo ich wirklich weiss, dass die Person minderjährig ist. Meistens sieht man das bei TikTok vor allem, eben, wenn hauptsächlich Fortnite-Content drauf ist. Dort sieht man es. Was hat das Programm noch können? Das Programm hat genau zu dem Zeitpunkt, wo du es wollen, hat es können
einen Post auf Instagram hochladen. Also einen Post, den du bereits hast vorausgeplant, hast du einfach so können lassen. Hast dich nicht daran erinnern und einfach sagt mir irgendwie eben genau dann, wenn du ja sollst, so gemäss Dashboard, wenn deine Follower am meisten aktiv sind, dann solltest du hochladen, sagt man. Auf jeden Fall, dann hat es automatisch hochgeladen. Klar, heute gibt es inzwischen mehrere Apps und Programme, wo das bereits möglich ist, beziehungsweise auch von Instagram ganz klar bewilligt ist. Jedoch aber, wieso habe ich jetzt wegen diesem Programm auch gelitten? Ich habe beim Punkt 1 gesagt, dass ich ja Followerinnen und Follower bin gefolgt von Promis zum Beispiel. Jetzt muss man sich vorstellen, Promis und eben Influencer, die haben sicher auch schon mal Follower gekauft. Ist es also nicht verwunderlich, dass wenn ich halt solchen Profil folge, die automatisch mir zurückfolgen, weil es sehr wahrscheinlich so programmiert ist. Ist natürlich rein hypothetisch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem auch dort sehr viele solche Profile sind übergekommen. So, jetzt kommen wir zum Punkt, wie rette ich oder wie versuche ich mein Profil so gut wie möglich zu retten und das innerhalb von einem Tag. Wie gesagt, heute haben wir den Samstag, den 26. Februar 2022. Bis morgen oben um 6 Uhr habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, dass ich meine Engagement Rate wieder verbessern will. Ich denke zwar nicht, dass es funktionieren wird, aber wer weiß. Ihr werdet natürlich das Video dann erst sehen, wenn schon bereits alles erledigt ist. Jetzt gerade am Ende. Aber wir werden es sehen. Weil ich glaube, es kommt nicht nur darauf an, dass man eben Follower hat, wo eben dann mein Beitrag angezeigt wird und sie meinen Beitrag auch verstehen, also von der Caption her schon mal. Und eben vielleicht auch aus dem gleichen Land oder aus den Nachbarländern kommen und nicht von weit weg. Das ist sicher mal eins davon. Aber natürlich auch, dass man mehr postet, wenn nur einmal pro Woche. Bei mir ist jetzt auf Instagram so gut wie Totenstille plus minus momentan. Weil ich wirklich zuerst wollte mehrere Followerinnen und Follower rauslöschen, bis ich wieder mal ein Foto hochlade. Und jetzt werde ich dann wieder müssen rauslöschen, eben dort, wo ich überzeugt bin, dass es Ghost-Followerinnen oder Ghost-Follower sind. Wie erkennt man die Leute übrigens? Die Ghost-Follower folgen sehr, sehr vielen Profilen. Und da sprechen wir nicht irgendwie von 500'000 Profilen, sondern 4.000 bis 7.000 Profile. Oder mehr. Also sehr, sehr viele Profile folgen sie. Sehr wahrscheinlich haben sie kaum Follower. Und was auch oft ist, sie haben keine Beiträge. Und was auch sehr oft ist, sie haben kein Profilbild. Also immer noch das Mandli oder da das Strichmännchen. Auf jeden Fall, wenn man kein Profilbild drin hat, dann kommt einfach das Bild. Und das ist in heutiger Zeit eigentlich auf Social Media ganz, ganz ungewöhnlich. Ich hoffe, ich kann jetzt so nicht Tipps geben für mehr Ghost-Follower-Bots. Auf jeden Fall habe ich jetzt zuerst mal auch die rausgelöscht. Klar, bei denen bin ich auch schauen und habe gemerkt, ups, da hat jemand nie ein Profilbild rein da. Ist aber wirklich ein Mensch hinten dran. Ist also wirklich eine reale Person hinten dran. Die habe ich schon mal sein. Aber es gibt, wie gesagt, auch Profile, wo immer noch das Bild drin ist, wo aber ganz klar Ghost-Follower sind. Das Zweite, was man halt erkennt, ist, dass eben zum Beispiel jetzt Personen aus den arabischen Ländern oder aus dem asiatischen Kontinent oder afrikanischen Kontinent, oder afrikanischen Kontinent, dass die unten dran auf ihre Sprache schon geschrieben oder eben mit ihrer Schrift und man es halt dort erkennt, dass sie sehr wahrscheinlich nicht mit dem Content interagieren, weil sie ihn halt nicht verstehen. Also, was werde ich jetzt genau machen? Ich werde mal die Followerinnen und Follower weiterhin rauslöschen und werde wieder mal ein Foto hochladen und wir sehen schon mal vielleicht, ob eine Änderung da ist oder nicht. Wie sieht übrigens der momentane Stand aus? Momentan bin ich bei 2853 Followerinnen und Follower. Wie gesagt, ich bin bei 4300 Followerinnen und Follower gewesen. Also in dieser Zeit ist sehr, sehr viel zusammengekommen.
innerhalb von diesen eben 3 Jahren. Und ich habe halt mir immer gesagt, mir ist egal, wer mir folgt. Es ist ja cool, wenn mir mehr Leute folgen. Nein. Und was ich dir auch ans Herz legen will, wenn du wirklich bei Instagram mehr Folgen haben willst, schau immer die Follower an, die dir folgen. Du vielleicht auch mal schnell etwas von ihnen kommentieren oder liken. Du musst ihnen ja nicht folgen, wenn du das nicht möchtest, wenn es halt nicht dein Content ist. Aber es ist wirklich eine schöne Geste. Weil, habe ich jetzt auch selber gemerkt, ich habe plötzlich angefangen mit meinen Followerinnen und Followern zu interagieren. Also ich habe auch ihre Sachen angeschaut, ihre Posts, ihre Stories und habe darauf interagiert. Und dort kommen so tolle Feedbacks nachher zurück. Und hey, da ist eine grosse Followeranzahl nichts dagegen im Vergleich zu dem, was du oder was sie dir geben können, in Form von einem Feedback. Von dem her würde ich sagen, weiter geht's. Also schön dranbleiben und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere doch gerne meinen Kanal, die Glocke aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und lass doch mal einen Daumen gegen oben oder runter da, wenn dir das Format bis jetzt gefallen oder wenn du selber mehr über Instagram und Social Media möchtest erfahren. So, es ist jetzt 10, 20 ab 10 schon bereits. Und man sieht schon bereits plus minus ein Ergebnis vom Foto, das ich heute hochgeladen habe. Das Foto habe ich jetzt heute hochgeladen. Vor 3 Stunden ist es online gegangen und hat schon bereits 32 Likes. Ich meine, wenn ich jetzt das letzte Foto schaue, das ist bei 50 Likes und das war am 19. Februar. Jetzt innerhalb von dieser kurzen Zeit schon bereits solches Feedback, beziehungsweise wo mir eigentlich wirklich zeigt, dass mein Content wieder mehreren Leuten angezeigt wird, die darauf reagieren. Also ich nehme es auf jeden Fall wirklich an, dass es an dem liegt. Aber ich werde es auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten und mache mir jetzt weiterhin daran, Leute rauszulöschen. Weiter geht's. So, jetzt heute haben wir Sonntag, der 27. Februar 2022. Immer noch kein guter Tag, aber ja, was will man momentan machen als normaler Bürger? Wie gesagt, ich habe jetzt gestern noch ein Bild hochgeladen und es hat richtig Fahrt angenommen. Klar kann man sagen, vielleicht ist es sehr wahrscheinlich, weil ich jetzt lange nicht mehr gepostet habe oder eben weil ich sehr wahrscheinlich jetzt viel rausgelöscht habe. Man muss es wirklich auf dem sehr wahrscheinlich lassen. Ich werde natürlich jetzt weiterhin noch schauen, wie es dann weiterhin ist. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, es ist schon ein immens krasses Ergebnis im Vergleich zu vorher. Heute habe ich übrigens auch noch ein Video hochgeladen mit dem Kaya Yanar betreffend eben die momentanen Sanktionen, die ja die Schweiz nicht unbedingt hat gemacht im Vergleich zu den anderen Ländern gegenüber Russland, aber das ist ein anderes Thema. Die Russen, ihr wart direkt in der Mitte Europas und habt gesagt, wir machen nicht mit. Wir hatten wohl einen Krieg, aber wir machen nicht mit. Komm, wir machen die NATO, wir machen nicht mit. Auf jeden Fall, auch das Video ist gerade recht abgegangen, Schrägstrich Reels, die ich nicht erwartet habe. Ich persönlich würde jetzt vom Ergebnis her sagen, ja, es ist Erfolg gewesen. In dem Sinn, weil ich schon wieder neue Follower habe bekommen. Also vielen Dank an die neue Followerin und den neuen Follower, die hier inzwischen wieder dazukommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, von dem her würde ich sagen, das war es mit dem Experiment. Mein Hunger macht den Ding gerade ein bisschen Kabriolen. Man hört sie vielleicht. Genau, und ich würde sagen, das nächste Mal gibt es wieder ein ganz anderes Experiment, wieder ein längeres Experiment. Hast schon bereits wieder etwas im Kopf? Hoffen wir natürlich, dass es das Modell umgesetzt wird, aber das wird man dann erst sehen. Wie immer würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert sowie auch die Glocke aktiviert, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video wieder hat gefallen und eben auch die bisherigen Videos hat zugesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Video.
Vielen Dank, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann, euer Sam TV. Ciao. Bye.